Herzlich willkommen zum heutigen Panorama, moderiert aus Bern. Wir haben heute folgende Themen für euch parat. Der weltberühmte Bildhauer, der in Brienz seine Leidenschaft hat gefunden, vom Risiko ohne zu viel Risiko. Die Plattform J hat sich bis ins Bündnerland vorgewagt, auf der Suche nach interessanten Persönlichkeiten mit Berner Prägung. Mein Kollege, der Max Saladin, ist als erstes nach Klosters gereist und hat dort den experimentierfreudigen Christian Bold kennengelernt. Der strebt mit seinen klassischen Marmorskulpturen, die sogar im schwedischen Königshaus beliebt sind, nach zeitloser Kunst. Ja, wir hatten von Anfang an eine Vision für diesen Ort. Es soll einfach ein Ort der Kultur sein. Natürlich in erster Linie ein Arbeitsort für mich selber und für alle, die da mitarbeiten. Es soll aber auch für die Region und auch für Klosters natürlich ein kultureller Treffpunkt sein. Das ist nicht so breit gesät hier im Tal. Es hat vereinzelt Sachen und es müssen sagen, über die Jahre hinweg ist es sehr geschätzt und auch von den Leuten da und auch für Gäste, die hierher kommen, dass wir dieser Form da eigentlich etwas möglichst Hochstehendes erleben dürfen. Ja. Grundsätzlich probiere ich, mir selber treu zu sein, also sehr authentisch zu sein. Und die Werte, die in mir leben und die mich lebendig machen, wenn ich das so beschreiben darf, denen versuche ich eine Sprache zu geben. Die probiere ich in Dialog zu setzen von einer Geschichte, die bereits vorhanden war, und sie jetzt in die Gegenwart zu transformieren. Mir hat es Brienz hervorragend gut gefallen, muss ich sagen. Erstens mal natürlich die Region, aber auch die Schule, die Holzbildhauerschule, habe ich als eine ganz gute und eine gründliche, solide Grundausbildung für mich wahrgenommen. Ich muss sagen, für mich wäre das Studium in Italien nachher nicht das Gleiche gewesen, wenn ich nicht die Vorbildung hatte. Und ich profitiere heute noch wahrscheinlich von gewissen Sachen, die ich in Brienz mal erfahren. Ja, wir haben, was mir auf jeden Fall sofort in Erinnerung kommt, ist, wir haben einen super Jahrgang gehabt. Also wir waren eine ganz glatte Clique gewesen. Und der Jahrgang, der trifft sich bis heute immer noch einmal im Jahr. Und das ist irgendwie kein Zufall, aber dieses Jahr treffen wir uns wieder einmal in Brienz. Und ich habe es enorm genossen dort oben und habe auch ein super gutes Plätzchen gehabt mit einer lieben Familie. Ja. Geschwindigkeit, ziemlich viel Dreck und Ausflüge in luftige Höhen. Das sind Stichwörter, die Loris Freudig ein breites Grinsen ins Gesicht zaubern. Sie haben sein Leben die letzten 20 Jahre entscheidend mitgeprägt. Im Interview mit meinem Kollegen Manuel Moser hat der 25-jährige Emmentaler einen Einblick in die Risikosportart gegeben, die für ihn nicht nur ein Hobby, sondern auch Leidenschaft ist. Darauf ankommt, bin ich sicher intensiv und aggressiv, aber ja, eine gewisse Ruhe, was mich sicher auch zu einem konstanten und sicheren Fahrer macht. Das ist im Rennmodus, wenn du jetzt so auf der normalen Straße unterwegs bist. Was bist du für ein Fahrer? Jetzt schneller. Was hast du für Wetterverhältnisse am liebsten und eine Erklärung dazu vielleicht? Wenn es ein bisschen nass ist, habe ich es sehr gerne, weil dann wird die Piste schwieriger und dann kann man technisch mehr Unterschied machen zu den anderen Fahrern. Das ist nicht so einfach. Und auch wenn es warm ist oder heiß im Sommer, habe ich auch sehr gerne, weil auch dann wird es wieder schwieriger und dann kann man einen gewissen Unterschied ausmachen. Wir haben vorher über Verletzungen auch geredet. Du hast gesagt, du hast 2, 3 Sachen gehabt. Was war bis jetzt am schmerzvollsten gewesen? Ja, sehr wahrscheinlich habe ich das Handgelenk gebrochen, als ich noch ziemlich jung war. Und dann sind wir mit dem gebrochenen Handgelenk noch von Italien heimgefahren. In diesem jungen Alter dann ist es auch der schlimmste Schmerz. Aber ich glaube, bis heute habe ich noch nie so richtig während dem Unfall schlimmen Schmerz gehabt, als ich das Knie operiert habe. Und die ersten 2 Nächte war auch nicht so lustig, aber alles aushaltbar. Wenn du aussuchen könntest, hast du lieber einen knappen Rennsieg oder einen,
wo schon viel Vorsprung ist? Kommt auf die Gegner drauf an. Wenn man ganz knapp einen ganz guten Gegner schlägt, ist es natürlich besonders schön. Und wenn man die normalen Konkurrenten, wo man sich befindet, mit viel Vorsprung schlägt, ist es auch cool, weil dann kann man so richtig markieren, dass man der Chef ist. Nummer 31 ist deine Nummer. Was kannst du mir dort dazu erzählen? Nachdem ich bei 65er gefahren habe ich auf 85er umgestiegen und dann habe ich mich entscheiden für eine Nummer wieder für das neue Jahr und ich habe gefunden, das 31 sieht cool aus und seitdem sieht immer noch cool aus. Das war es so schon wieder mit unserem heutigen Panorama und dem Blick auf den Tag. Die ausführlichen Artikel zu allen Themen findet ihr unter www.plattformj.ch und natürlich in unserer App. Jetzt seht ihr noch das Wetter mit unseren Kolleginnen und Kollegen von Meteo News. Merci vielmals fürs Zuschauen und bis gleich. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Da ist das Wetter auf der Plattform J am grünen Donnerstag, meine Damen und Herren, am 28. März. Einen grauen ersten Teil des Tages haben wir heute gehabt, den Vormittag. Es hat auch noch geschneit in der Höhe. Wir sehen es hier in Grindelwald, ganz wenig Neuschnee, wo es gegeben hat. Im Laufe des Tages hat es dann aber auch eine Wetterbesserung gegeben. Und am Osterwochenende liegen wir auf der Vorderseite von dieser Tiefdruckzone über dem Atlantik und Westeuropa in dieser südlichen Höhenströmung. Wir haben auf der Alpen-Nordseite teilweise starken oder stürmischen Föhn. Und bei uns in der Region natürlich speziell Richtung Haslital. Morgen am Karfreitag föhnig, ein Mix aus Sonne und Wolken, meistens trocken. Entlang vom Jura am Vormittag einzelne Regenspritzer möglich, aber sonst wie gesagt mehrheitlich trocken und einigermaßen freundlich. Es erreicht uns aber auch noch ein Schub Sahara-Staub. Und die Temperaturen die gehen darauf auf frühlingshafte 17 bis 18 Grad mit dem Föhn, zum Teil sogar bis zu 20 Grad möglich. Auch am Kar-Samstag und am Ostersonntag ist es föhnig im Oberland. Es ist zum Teil ein bisschen sonnig, es hat aber auch recht viele Wolken rum. Es gibt im Laufe des Samstag gegen Abend speziell und in der Nacht auf den Sonntag ein bisschen Niederschlag. Temperaturen bei 15 bis 17 Grad. Montag überquert uns eine Störung. Der Föhn geht zu Ende, es wird verbreitet nass. Temperaturen gehen retour auf 12 Grad. Nachher wird es nach dem Osterwochenende wechselhaft weitergehen ab dem Dienstag. Hier ab und zu Regengüsse mit sonnigen Abschnitten im Wechsel und so mild wie am Osterwochenende wird es dann nicht mehr sein. Danke vielmals fürs Zuschauen und ganz schöne Ostern.